Willkommen Tirache-Reich. Bitte vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken. Tack så mycket. Mein Name ist Lara Meyer. Ich bin 32 Jahre alt, Finanzdirektorin eines privaten Bankhauses in Zürich und offiziell läuft in meinem Leben alles nach Plan. Inoffiziell versuche ich seit Jahren nicht mehr das Mädchen zu sein, das bei jedem Familienfest die Stimmung rettet und die Fehler meines Vaters erklärt. An dem Samstagabend stand ich vor dem Eingang zum Kongresshaus direkt an der Limmat. Die jährliche Benefizgala für eine alte Zürcher Stiftung, diskret unterstützt von Banken, Anwaltskanzleien und ein paar Familien, deren Namen man selten in der Zeitung liest, deren Vermögen aber ganze Stadtviertel umfasst. Ich strich mir das Kleid glatt, atmete tief durch und wollte gerade die Treppe hinaufgehen, als ich seine Stimme hörte. Lara. Mein Vater, Peter Meyer, trat aus dem Schatten der Säule. Er trug Smoking, die Fliege saß nicht ganz gerade und sein Lächeln war breiter, als es die Situation verlangte. Du siehst professionell aus, sagte er, als wäre es ein Kompliment. Danke, Papa, ich nickte höflich. Der Vorstand unserer Bank ist schon drin. Ich sollte wirklich. Er packte mich leicht am Arm. Bevor du reingehst, müssen wir etwas klären. Ich sah auf seine Hand, dann in sein Gesicht. Der Geruch seines Nachwassers war mir vertrauter, als mir lieb war. Was denn? Heute Abend ist wichtig, seine Stimme senkt sich. Für mich. Und für uns beide. Mein neuer Geschäftspartner ist hier. Noch ein Partner, ich lächelte dünn. Ich dachte, die letzten hätten dich genug Nerven gekostet. Er ignorierte den Kommentar. Der Mann ist anders. Markus gehört zu den reichsten Leuten in Zürich. Family Office in Zug, Beteiligungen überall. Er könnte alles verändern. Ich spürte, wie sich die Muskeln in meinen Nacken anspannten. Für deine Firma meinst du? Für die Familie korrigierte er. Hör zu, Lara. Ich will nicht, dass du ihn in irgendeine peinliche Diskussion über Regulierung oder Compliance verwickelst. Kein Gerede von Risiken, keine kritischen Fragen. Du weißt, wie du werden kannst. Wie ich werden kann, ich musste lachen, leise, damit niemand sich umdrehte. Ich mache meinen Job, Papa. Mehr nicht. Er trat einen halben Schritt näher. Blamiere uns nicht an der Gala, sagte er. Wir können uns keinen Fehler leisten. Nicht heute. Hinter ihm funkelten die Lichter des Saals, gedämpfte Musik, gedämpfte Stimmen, gedämpfte Skandale. Ich dachte an meine Präsentation am Dienstagmorgen, an die geplante Transaktion über 400 Millionen Franken, an die Gesichter im Verwaltungsrat, wenn nur eine Zahl nicht stimmte. Wer ist der Markus genau, fragte ich. Nachname? Mein Vater zögert einen Moment zu lang. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass du heute Abend lächelst und höflich bist. Er kennt dich nur aus Erzählungen. Lass uns das so lassen. Ich spürte, wie sich ein kalter, schmaler Riss zwischen uns öffnet. Er kennt mich aus deinen Erzählungen, wiederholte ich. Interessant. Lara, bitte, zum ersten Mal klang er weniger sicher. Vertrau mir. Das wird gross. Ich hätte ihn fragen können, warum seine Stimme bei den Worten «Vertrau mir» brüchig wurde. Stattdessen zog ich meinen Arm vorsichtig frei. Gut, sagte ich. Ich verspreche, niemanden zu blamieren. Sein Gesicht entspannt sich sofort. Das ist meine Tochter, er klopfte mir auf die Schulter, als wäre ich eine Mitarbeiterin, die gerade eine interne Richtlinie unterschrieben hat. Komm, Markus kommt später, gegen 10. Bis dahin halte dich einfach im Hintergrund. Ich ließ ihn vorgehen und blieb einen Moment auf der Treppe stehen. Durch die Glasfront sah ich die Gäste, die Kellner, das sorgfältig arrangierte Lächeln der Stadt. Damals, an dem Abend an der Limmat, wusste ich noch nicht, dass derselbe Markus keine 3 Tage später schreiend in meinem Sitzungszimmer stehen würde mit meinem Namen an der Tür und meiner Gesichtszüge auf der Titelseite einer Zeitung in der Hand. Ich hätte früher fragen sollen, wem mein Vater eigentlich vertraute. Ihm.
oder mir. Am Montagmorgen, 2 Tage nach der Gala, saß ich im Zug nach Zug und fragte mich, warum mich das Wort Vertrau seit Samstagabend nicht mehr losließ. Die Landschaft zog geordnet an mir vorbei, Felder, saubere Bahnhöfe, Firmenlogos, die man nur kennt, wenn man in Jahresberichten blättert. Ich öffnete den Laptop und die Präsentation für den Einstieg Projekt Helvetia Strategische Fusion. Volumen 400 Millionen Schweizer Franken. Gegenpartei ein diskreter Verbund von Beteiligungsgesellschaften, gebündelt in einem Family Office. Der Name des wirtschaftlich Berechtigten war geschwärzt. Auf Wunsch des Kunden hat es geheissen. Im Sitzungszimmer unserer Bank in Zürich wartete schon unser CEO, Dr. Keller, als ich eintraf. »Guten Morgen, Frau Mehr«, er stand am Fenster, die Hände im Rücken verschränkt. »Ist alles bereit für morgen?« Die Modelle sind durchgerechnet, sagte ich. Synergien konservativ geschätzt, Compliance hat keinen offenen Punkt gemeldet. Solange die andere Seite ihre Zusagen hält, sehe ich keine roten Flaggen. Er nickte langsam. Die andere Seite. Sie wissen, wer genau dahinter steht. Offiziell Helvetic Capital AG Zug, antwortete ich. Inoffiziell ein sehr wohlhabender Prinzipal, der Diskretion schätzt, ich zögert. Mehr Informationen hat man uns nicht gegeben. Keller dreht sich zu mir um. Und Sie haben damit kein Problem. Solange die Struktur sauber ist und die Herkunft der Mittel nachgewiesen wird, ist es zulässig, sagte ich. Schweizer Standard. Er lächelte kurz. Sie sprechen wie das Lehrbuch. Gut. Morgen um 9 sitzt der Eigentümer selbst hier im Raum. Er wollte es so. Ich erwarte, dass Sie führen. Natürlich, ich spürte den vertrauten Druck im Magen. Name? Das erfahren Sie heute Nachmittag, sagte Keller. Die Unterlagen sind noch im Legal. Anscheinend gibt's alte Vereinbarungen, die präzise formuliert werden müssen. Alte Vereinbarungen. Das Wort brannt sich in mein Gedächtnis, ohne dass ich wusste, warum. Am Abend saß ich in meiner Wohnung in Seefeld, die Limmat dunkel unter meinem Balkon und ging die Finanzmodelle noch einmal durch. Die Zahlen ergaben Sinn. Alles ergab Sinn. Nur das Gefühl, etwas Übersehenes zu berühren, wurde stärker. Kurz nach 10 vibrierte mein Diensthandy. Ein Mail von Legal betreff Projekt Helvetia aktualisierte Unterlagen. Ich öffnete das PDF, scrollte zu der Signaturseite und blieb abrupt stehen. Dort, unter Vertretungsberechtigte der Investorenseite, stand ein Name, handschriftlich eingefügt, noch nicht endgültig formatiert. Markus von Lenzburg. Ich las den Namen 2-mal, dann 3-mal. Lenzburg. Zug. Markus. Ein leises, trockenes Klicken in meinem Kopf, als würden 2 Zahnräder ineinander greifen. Ich dachte an den Samstag, an die Unsicherheit in der Stimme meines Vaters, als er von seinem Partner sprach. Vielleicht, sagte ich mir, ist es nur ein Zufall. Aber am nächsten Morgen, als ich das Schild an der Tür unseres grössten Sitzungszimmers sah, Dr. Lara Meyer, CFO, wusste ich bereits, für Zufälle war die Stadt zu klein. Ich schlief in der Nacht kaum. Der Name Markus von Lenzburg stand wie eine helle Seele vor meinen geschlossenen Augen. Je länger ich darüber nachdachte, desto weniger glaubte ich an Zufall. Am nächsten Morgen rief ich meinen Vater an. Er nahm erst nach dem 3. Versuch ab. »Lara, ich bin gleich in einer Besprechung«, sagte er ohne Begrüßung. »Es passt gut«, antwortete ich. »Ich auch.« »Sag mal, dein berühmter Partner Markus, wie heisst er mit Nachnamen?« Eine kurze Stille, dann gibt's Lachen. »Warum? Willst du ihn schon bei LinkedIn suchen?« »Nur Interesse, ich zwang mich, ruhig zu klingen.« »Du hast Samstag nichts gesagt.« »Lenzburg«, murmelte er schliesslich. »Markus von Lenzburg. Ein sehr diskreter Mann. Bitte geh vorsichtig mit seinem Namen um.« Mein Blick fiel auf den Ausdruck der Unterlagen auf meinem Schreibtisch. »Keine Sorge«, sagte ich.
Diskretion ist Teil meines Berufs. Jetzt weiss ich doch, seine Stimme wurde weicher. Und habt ihr euch schon offiziell kennengelernt? Noch nicht, ich spürte, wie mein Herz schneller schlug. Morgen. In meinem Sitzungszimmer. Er schwieg erneut. Ich hörte Schritte im Hintergrund, eine Tür, gedämpfte Stimme. In deinem er räuspert sich. Ach so, du meinst die Bank geschickt. Das ist etwas anderes. Markus hat viele Projekte. Offenbar überschneiden sie sich, sagte ich. Du hättest mir's früher sagen können. Es ist kompliziert, Lara, jetzt klang er angespannt. Ich habe Vereinbarungen mit ihm, die du nicht kennst. Dinge aus der Vergangenheit. Es wäre besser, wenn du die beiden Welten getrennt hältst. Meine berufliche Integrität und deine Geschäfte, ich schloss die Augen. Die Welten sind nicht mehr getrennt. Mach dir keine Sorgen, sagte er schnell. Markus ist ein Profi. Wenn er sieht, was du kannst, wird er begeistert sein. Und wenn die Fusion klappt, profitieren alle. Du, deine Bank, ich. Und eure alten Vereinbarungen, fragte ich leise. Sein Atmen wurde hörbar. Darüber reden wir ein anderes Mal. Ich muss jetzt wirklich in die Sitzung. Die Leitung war tot, bevor ich antworten konnte. Den Rest des Tages verbrachte ich in Besprechungen, aber ein Teil von mir hörte nur noch Zwischenräume, abgebrochene Sätze, unvollständige Informationen, Leerstellen in Protokollen. Am späten Nachmittag brachte mir unsere Assistentin einen schmalen, grauen Ordner. Aus dem Archiv, sagt sie. Sie haben danach gefragt? Ich hätte nicht, doch auf dem Rücken des Ordners stand, mir Consulting Vereinbarung 2015 vertraulich. Mein Name. Sein Name. Ein Datum, an das ich mich nur dunkel erinnerte. Ich öffnete den Ordner erst, als alle gegangen waren. Auf der ersten Seite das Logo eines kleinen Fonds, unterschrieben von einem gewissen Markus von Lenzburg und meinem Vater. Darunter in nüchterner Sprache eine Zusage, deren Tragweite mir erst im zweiten Lesen bewusst wurde. Und ein Satz, der mich frösteln ließ, etwaige Differenzen werden vertraulich und außergerichtlich geregelt. Ich sah auf die Uhr. In weniger als 16 Stunden würde Markus von Lenzburg in meinem Sitzungszimmer stehen und ich wusste nicht, ob ich ihn als Geschäftspartner, als Gegner oder als Zeuge einer alten Schuld begrüßen sollte. Am Morgen der Sitzung wachte ich vor dem Wecker auf. Es war noch dunkel über Zürich, ein blasses Grau über dem See und mein Kopf war bereits im Sitzungszimmer bei Zahlen, Szenarien, Risiken. Auf dem Weg zur Bank hielt ich in einem Kiosk an der Bahnhofstrasse. Es war eine Gewohnheit aus Studienzeiten. Kaffee, Zeitung, ein kurzer Blick auf eine Welt, die geordnet schien, solange sie auf Papier stand. Heute lohnt sich die NZZ, sagte der Verkäufer, als er mich sah. Grosser Schwerpunkt zur Finanzbranche. Ich legte den Münz hin, nahm die Zeitung und schlug sie achtlos auf. Dann erstarrte ich. Auf der Titelseite neben der Schlagzeile über die Zukunft des Schweizer privaten Banking war ein Foto von mir. Aufgenommen an einer Konferenz im Frühjahr, dezentes Lächeln, neutrale Bluse, die Skyline von Zürich verschwommen im Hintergrund. Darunter eine Zeile, die mir fremd vorkam, obwohl sie meinen Namen trug. Lara Meyer, 32, steht für eine neue Generation von Bankmanagerinnen. Für einen Moment hörte ich nur mein eigenes Blut rauschen. Dann las ich hastig den Artikel weiter unten auf der Seite. Porträt, Hintergrund, Zitat aus einem Interview, das ich Wochen zuvor gegeben und längst vergessen hat. Die geplante Fusion wurde in 2 Sätzen erwähnt, anonymisiert, aber eindeutig. Ich war es gewohnt, Zahlen zu sehen. Mich selbst auf Papier zu sehen, war etwas anderes. Im Büro erwartet mich eine Flut von Mails. Gratulation zur Titelseite, schrieb jemand aus dem Controlling. Beeindruckend, ein Partner aus Genf. Dr. Keller klopfte nur kurz an meine offene Tür. Guter Zeitpunkt, sagte er. Der Investor wird die Zeitung gesehen haben. Es stärkt ihre Position. Oder seine Erwartungen, antwortete ich.
Kurz darauf klingelte mein privates Handy. Ich wusste, wer es war, bevor ich drauf blickte. «Ich habe dich gesehen», sagte mein Vater ohne Begrüßung. Titelseite der NZZ. Meine Tochter. Ich wartete auf den zweiten Satz. Er kam schnell. «Du hättest mir das sagen können», fuhr er fort. Markus liest jede Ausgabe. Das ist sensibel. Ich wusste nicht, dass ich auf die Titelseite komme, sagte ich ruhig. Und mein Berufsleben dreht sich nicht um Markus. Heute schon, murmelte er. Pass auf, wie du mit ihm redest. Er mag keine Überraschungen. Und du warst jetzt ein sehr grosse. Vielleicht ist er Profi genug, damit umzugehen, sagte ich. Ich muss in eine Sitzung. Ich legte auf, bevor er antwortet. Später erfuhr ich, wie der Morgenentzug aussah. Im Empfangsbereich von Helvetic Capital lagen mehrere Exemplare der NZZ auf einem Glastisch. Ein Assistent hat sie aufgefächert, wie es in solchen Büros üblich war. Markus von Lenzburg soll die Zeitung nur flüchtig genommen haben auf dem Weg in sein eigenes Sitzungszimmer. Er blätterte, blieb bei der Titelseite stehen, sah mein Foto, las meinen Namen. Dann fragte er laut vor seinem Team, seit wann arbeitet mir Tochter in der Bank? Diese Szene wurde mir erst Wochen später beschrieben. An dem Dienstagmorgen wusste ich nur, dass unser grösstes Sitzungszimmer frisch gelüftet war, die Wasserkrüge bereitstanden und die Titelseite der NZZ wie zufällig auf meinem Platz lag. Ich strich das Papier glatt, sah mir mein eigenes Gesicht an und fragte mich, welcher der Männer, die gleich eintreten würden, mehr Probleme mit dem Bild haben würde, der Investor. Oder mein Vater. Um 9 Uhr begann der Minutenzeiger sich richtig Tür zu bewegen. Als es klopfte, fühlte es sich an, als würde jemand gegen meine eigene Grenze klopfen. Das Klopfen war höflich, fast zu lesen für den Moment. Unsere Assistentin öffnete die Tür, trat einen Schritt zur Seite. Helvetic Capital kündigt sie an. Herr von Lenzburg und sein Team. Zuerst kamen 2 jüngere Männer im Anzug, Laptops unterm Arm, gefolgt von einer Frau mittleren Alters mit einem sorgfältig neutralen Gesichtsausdruck. Dann betrat er den Raum. Markus von Lenzburg war älter, als ich erwartet hatte. Mitte 50 vielleicht, schlank, die Haare leicht grau an den Schläfen, kein auffälliger Schmuck, keine demonstrative Uhr. Nur ein sehr ruhiger, prüfender Blick, der sich wie eine Hand über den Raum legt. Dr. Keller ging um den Tisch herum. Herr von Lenzburg, sagte er. Willkommen. Es freut uns, Sie persönlich hier zu haben. Markus reichte ihm die Hand, kurz, sachlich. Dann wandte er sich mir zu. Sein Blick blieb an meinem Namensschild hängen, das vor mir auf dem Tisch stand, Dr. Lara Meyer. Etwas in seinem Gesicht verändert sich, kaum sichtbar. Die Muskeln um die Augen wurden härter. Frau Meyer, sagte er. Wir kennen uns nicht, nehme ich an? Noch nicht, antwortete ich. Schön, Sie hier zu haben. Sein Blick glitt weiter zur Titelseite der NZZ, die auf meinem Platz lag. Mein Foto, mein Name, sorgfältig ausgeleuchtet. Er nahm das Blatt in die Hand, ohne zu fragen, und hielt es so, dass nur er es sehen konnte. Ich sah, wie seine Augen die Zeilen lasen. Wie sein Mund einen Moment lang eine Linie wurde. Wie aus formeller Höflichkeit etwas Kühleres wurde. Interessant, murmelte er. Sehr interessant. Keller setzt sich wieder. Wenn Sie einverstanden sind, würde die Frau mir die Struktur der Transaktion kurz zusammenfassen, bevor wir in die Details gehen. Markus legte die Zeitung langsam zurück, genau an die Stelle, an der sie gelegen hat. Dann setzte er sich, ohne den Blick von mir zu lösen. Bevor wir über Strukturen sprechen, sagte er leise, hätte ich eine einfache Frage. Ich spürte, wie sich alle Augen im Raum auf mich richteten. Natürlich. May ist kein seltener Name, begann er. Aber Zürich ist klein. Sind Sie mit einem Peter Meyer verwandt? Der Satz war ruhig formuliert. Nur die Stille danach war laut. Ja, sagte ich schließlich.
Meine Stimme klang fremd in meinen Ohren. Er ist mein Vater. Etwas in ihm brach nicht, aber es verschob sich. Er lehnt sich nach hinten, sah kurz an die Decke, dann auf seine eigene Hände. Als er widersprach, war seine Stimme nicht mehr glatt. Dann hätte mich jemand warnen müssen, sagte er. Spätestens jetzt. Keller runzelte die Stirn. Herr von Lenzburg, ich verstehe nicht ganz. Markus schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. Nicht hart, aber unerwartet. Die Wassergläser klirrten leise. Ich habe vor 8 Jahren einen vertraulichen Vergleich mit einem Mann namens Peter Mir geschlossen, sagte er, jetzt deutlich lauter. Ein Vergleich, der mich Millionen gekostet hat und mich knapp vor einem öffentlichen Verfahren bewahrte. Und heute sitze ich in einem Sitzungszimmer, in dem seine Tochter die Gegenpartei vertritt und niemand hält es für nötig, mir es mitzuteilen. Sein Blick bohrt sich in mich, dann in den Keller, dann wieder in mich. Die kontrollierte Gelassenheit, die ich von einem wie ihm erwartet hat, war einer scharfen, verletzten Wut gewichen, die im Raum stand wie ein offenes Fenster im Winter. Herr von Lenzburg, begann ich wusste nichts von Ihrem Vergleich mit meinem Vater. Meine Rolle in der Transaktion ist unabhängig von seinen. Unabhängig, er lachte kurz, hart. In dieser Stadt ist nichts unabhängig von alten Geschichten, Frau Mir. Schon gar nicht, wenn der Name derselbe ist. Es war der Moment, in dem ich begriff, dass es hier nicht mehr nur um eine Fusion über 400 Millionen Franken ging, sondern um eine alte Rechnung, die jemand glaubt, nie gestellt bekommen zu haben, bis ich an dem Tisch Platz genommen hat. Und ich ahnte, noch bevor die Diskussion richtig begann, dass keiner in dem Raum den Preis kannte, den wir alle dafür zahlen würden. Der Rest der Sitzung verlief nicht mehr wie geplant. Die Präsentation wurde zwar geöffnet, die Folien wechselten, die Zahlen tauchten auf der Leinwand auf, aber die eigentliche Diskussion fand zwischen 2 Namen statt, Mehr und von Lenzburg. Dr. Keller versucht, die Situation zu glätten. Vergangene Privatgeschäfte sollten diese Transaktion nicht belasten, sagt er. Unsere Bank steht unabhängig von den Aktivitäten einzelner Personen. Markus sah ihn kühl an. Ich habe nicht behauptet, dass Ihre Bank in irgendetwas involviert war, antwortet er. Aber ich habe ein Recht zu wissen, wem ich gegenüber sitze und vor allem, wem ich mein Vertrauen überlasse. Sein Blick blieb auf mir hängen. Ich fühlte mich, als wäre ich gleichzeitig Anklagte und Protokollführerin. Nach einer halben Stunde ergebnisloser, formeller Sätze schlug Keller eine Pause vor. 15 Minuten, sagte er. Dann entscheiden wir, ob und wie wir fortfahren. Im Forum des Sitzungsbereichs stand eine schmale Kaffeemaschine, daneben ein Tablett mit Croissants, die niemand anrührte. Ich wollte mir gerade einen Espresso holen, als ich Schritte hinter mir hörte. Frau Mehr. Ich drehte mich um. Markus stand in der Tür ohne Jackett, das Hemd am Kragen leicht geöffnet. Die Wut von vorhin war nicht verschwunden, aber sie war gebündelt, kontrolliert. Können wir kurz unter 4 Augen sprechen? Fragte er. Ich nickte und führte ihn in einen kleinen Besprechungsraum nebenan. Der Raum war nüchtern, Tisch, 4 Stühle, ein Fenster mit Blick auf den Innenhof. Kein Blick auf die Limmat, kein Skyline, nur Beton und ein paar Bäume. Sie sagte vorhin, sie wüsste nichts von der Geschichte mit ihrem Vater, begann er. Das stimmt, sagte ich. Bis gestern Abend kannte ich nicht einmal ihren Namen. Er zog einen dünnen Umschlag aus seiner Aktentasche und legte ihn auf den Tisch. Der Karton war abgeriffen, die Ecken leicht eingerissen. Dann fangen wir mit etwas Einfachem an, sagte er leise. Sie lesen schnell, nehme ich an. Ich öffnete den Umschlag. Darin lag eine Kopie der Vereinbarung, die ich am Vorabend im grauen Ordner gesehen hatte, aber ergänzt um handschriftliche Notizen, Randbemerkungen, Daten. Mir Consulting las ich. Strukturierte Produkte, begrenztes Risiko, garantierter Mindestretouren. Garantie unterbrach er mich. Ein schönes Wort. Besonders, wenn es mündlich gegeben wird, während die schriftliche Version gerade noch überarbeitet wird. Seine Stimme blieb ruhig, aber in den Worten lag etwas Schweres.
Ihr Vater kam 2014 zu mir, fuhr er fort. Er sprach von einer Gelegenheit. Ein Arbitragemodell, abgesichert, konservativ. Er brauchte nur jemanden mit Kapital und Geduld. Ich sah auf die Zahlen, auf die projizierten Gewinne, die in sauberen Spalten standen. Ich habe ihm Kunden anvertraut, Frau Meier, sagte Markus. Menschen, die seit Jahren bei mir waren. Er versprach, er habe alles im Griff. Und als der Markt sich anders verhielt, als er angenommen hat, braucht er noch mehr Zeit. Noch etwas Kapital. Noch etwas Vertrauen. Und sie haben's gegeben, sagte ich. Ja, ein kurzes, bitteres Lächeln. Bis der erste Brief einer Aufsichtsbehörde kam. Und mir klar wurde, dass ich nicht nur einem Markt vertraut hat, sondern einem Mann, der sich selbst überschätzt. Ich blätterte zu der letzten Seite. Vertraulicher Vergleich las ich. Keine öffentliche Kommunikation, keine Anerkennung von Schuld, ergänzte er. Ein sehr schweizerisches Dokument. Zahlen lassen sich ordnen. Gefühle überlässt man dem Unterton. Er schwieg einen Moment, dann sah er mich direkt an. Ihr Vater ging weiter. Ich blieb zurück und erklärte meinen Kunden, dass wir eine strategische Neuausrichtung vorgenommen hätten. Sie können sich vorstellen, wie viele mir danach noch vertraut haben. Ich legte die Papiere auf den Tisch. Mir war kalt, trotz der Heizung, die leise im Hintergrund brummte. »Warum zeigen Sie mir das?« fragte ich. »Weil ich nicht sicher bin, ob ich mit Ihrer Bank oder mit der Verlängerung einer alten Geschichte verhandle«, antwortete er. »Und weil ich wissen will, ob Sie bereit sind, etwas zu tun, was Ihr Vater nie getan hat.« Was denn? Meine Stimme war leiser, als ich wollte. »Die Dinge klar zu benennen«, sagte er. »Auch wenn's weh tut.« Er schob mir den Umschlag zu. »Behalten Sie das, lesen Sie es heute Abend noch einmal. Und überlegen Sie sich, ob Sie mir morgen ein CFO gegenüber sein können oder nur die Tochter eines Mannes, der gelernt hat, dass man Konsequenzen delegieren kann.« Als er den Raum verließ, blieb ich mit dem Umschlag allein zurück. Zum ersten Mal seit Beginn des Projekts wusste ich, dass diese Fusion nicht nur in unserer Bilanzen Spuren hinterlassen würde, sondern in etwas, das schwerer zu ordnen war als Zahlen, in meinem Verständnis davon, wem ich eigentlich verpflichtet war. Ich verbrachte den Rest des Tages funktionierend. Ich sprach in Sitzungen, beantwortete Mails, unterschrieb Dokumente. Von außen war ich dieselbe Person wie gestern. Nur der Umschlag in meiner Tasche fühlt sich an, als hätte er ein eigenes Gewicht. Erst spät abends in meiner Wohnung legte ich ihn auf den Küchentisch. Draussen war Zürich still, nur das gelegentliche Rauschen eines Trams in der Ferne. Ich machte mir einen Tee, als würde es etwas zwischen mich und den Inhalt legen. Das Dossier war sauber strukturiert. Markus war ein Mann, der Ordnung mochte. Chronologie, Beträge, Korrespondenz, Zusammenfassungen. Zwischen den Zahlen taucht mein Nachname immer wieder auf, wie ein Wasserzeichen. E-Mails mit freundlichen Anreden. »Lieber Markus, wie besprochen, ich kann dir versichern, die Aufsichtsbehörde wird keine Einwände haben. Da der Tonwechsel, wir benötigen nur noch kurz Zeit, die Märkte haben sich unerwartet entwickelt, vertraue mir.« Ich blieb an einer Tabelle hängen. Eine der Zweckgesellschaften, die mein Vater damals verwendet hat, trug einen Namen, der mir vertraut vorkam. 3 Klicks in unserer internen Datenbank später wusste ich, warum. Eine fast identische Struktur war Teil der geplanten Fusion. Ich starrte auf den Bildschirm. Dieselbe Jurisdiktion. Ähnliche Bezeichnung. Andere Kontonummern, andere Direktoren, aber die Handschrift war erkennbar. Wenn Markus recht hat, hat mein Vater nicht nur ihn in Schwierigkeiten gebracht. Er hat ein Muster. Und dieses Muster reichte gefährlich nah an meinen Schreibtisch. Ich druckte die relevanten Seiten aus und markierte die Überschneidungen. Der rote Stift zitterte leicht in meiner Hand. Es war das erste Mal, dass ich meinen eigenen Nachnamen neben einem potenziellen Compliance-Risiko sah.
Später im Bett griff ich nach dem Handy und schrieb eine Mail an unseren Chief Compliance Officer, eine neutrale Anfrage, ob bestimmte Strukturen in Projekt Helvetia noch einmal vertieft geprüft werden könnten. Ich erwähnte meinen Vater nicht. Ich erwähnte Markus nicht. Ich erwähnte nur Fakten. Meine Finger schwebten über dem Sendebutton. Dann fügte ich einen Satz hinzu. Es bestehen mögliche historische Verbindungen zu Marktteilnehmern, die der Bank nicht vollständig offengelegt wurden. Ich las den Satz 3-mal. Es war das Vorsichtigste, was ich schreiben konnte, ohne zu lügen. Am nächsten Morgen stand der Compliance Officer in meiner Tür, noch bevor ich den Mantel ausgezogen hatte. Sie haben interessante Andeutungen gemacht, Frau Meyer, sagte er. Gibt's etwas, das ich wissen sollte? Ich sah an ihm vorbei auf die Limmat, die Träge unter dem Fenster floss. Dann dachte ich an Markus' Frage im kleinen Besprechungsraum, ob ich bereit sei, die Dinge klar zu benennen. Es gibt etwas, das Sie wissen müssen, sagte ich schließlich. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es als Tochter oder als CFO erzähle. Sein Blick blieb ernst. Vielleicht, antwortete er, ist es Zeit, dass die beiden Rollen sich nicht mehr widersprechen. In dem Moment wusste ich, dass das Dossier in meiner Tasche nicht nur ein Dokument zwischen zwei Männern war. Es war ein Prüfstein dafür, wer ich sein wollte und wie viel Wahrheit meine Karriere und meine Familie ertragen konnte. Und ich ahnte, dass die nächste Person, der ich in die Augen sehen müsste, nicht Markus sein würde, sondern mein Vater. Genau deswegen schrieb ich ihm spät am Abend eine kurze Nachricht, wir müssen reden. Nicht telefonisch. Zugersee. Morgen. Der Zug nach Zug war fast leer, als ich am frühen Abend einstieg. Ich hatte nur eine schlichte Aktentasche dabei, kein Laptop. Es sollte kein Arbeitstreffen werden, auch wenn alles damit zu tun hat. Markus hat den Ort vorgeschlagen, sein Haus am Zugersee. Mein Vater hat nur geantwortet, ich komme mehr nicht. Keine Ausrede, keine Ausflücht. Es machte mich nervöser als jedes Wort. Das Haus lag etwas oberhalb des Sees, mit Blick auf das Wasser und die Berge dahinter. Schlicht, modern, viel Glas. Kein sichtbarer Luxus, der schreien musste. Eher ein leises, selbstverständliches Ich kann mir das leisten. Markus öffnete die Tür selbst, Frau Meyer, sagte er knapp. Ihr Vater ist schon da. Ich trat ein. Im Wohnzimmer stand mein Vater am Fenster, die Hände in der Hosentasche. Er dreht sich um, als er meine Schritte hörte. Lara, sein Lächeln war angestrengt. Danke, dass du gekommen bist. Ich nickte nur. Wir wollten reden. Markus deutet auf den Tisch. 3 Gläser, eine Karaffe Wasser, keine weiteren Gäste. Kein Anwalt, kein Berater. Nur wir. Ich schlage vor, wir sind heute Abend ehrlich, begann er. Zumindest versuchen wir es. Mein Vater setzt sich, ohne die Jacke auszuziehen. Ehrlichkeit ist gut, sagte er. Solange sie in alle Richtungen gilt. Ich setzte mich ihm gegenüber, Markus an der Schmalseite des Tisches. Es fühlt sich an wie ein stilles Tribunal ohne Richter. Lara hat mein Dossier gesehen, sagte Markus direkt. Sie kennt die Eckpunkte. Was sie nicht kennt, ist ihre Version, Herr Meyer. Vielleicht beginnen Sie. Mein Vater verzog das Gesicht. Meine Version. Wir haben ein Geschäftsmodell, das funktioniert hätte, wenn die Aufsicht nicht plötzlich. Nein, unterbrach Markus. Wir haben ein Geschäftsmodell, das auf zu viel Versprechen und zu wenig Substanz beruhte. Und als die Aufsicht Fragen stellte, standen sie nicht da. Ich sah zwischen ihnen hin und her. Warum gibt's dann den Vergleich, fragte ich. Wenn alles so eindeutig war. Markus schwieg einen Moment, dann antwortete er, weil ich keinen Skandal wollte. Und weil ich glaubte, dass ein stiller Verlust besser sei als eine öffentliche Schlacht. Mein Vater beugt sich vor. Und weil du wusstest, dass du mit einem Skandal genauso schlecht aussiehst wie ich, sagt er leise. Du hattest deine Kunden, ich meine Projekte.
Niemand wollte, dass die Aufsicht genauer hinschaut. Die Luft im Raum wurde dichter. Hast du gewusst, dass eine deiner alten Strukturen jetzt Teil der Fusion ist? Fragte ich meinen Vater. Mit leicht verändertem Namen, aber erkennbarer Handschrift. Er zuckte kaum merklich zusammen. Strukturen werden oft recycelt, murmelte er. Das ist nicht illegal. Am nächsten Morgen war Zürich klar und kalt. Ich ging früher als sonst zur Bank, der Himmel noch blass über den Dächern. In meiner Tasche steckte kein Laptop, sondern nur 2 Umschläge. Das Dossier von Markus und eine kurze, präzise Notiz, die ich in der Nacht geschrieben hatte. Um 8 Uhr traf sich der Vorstand zu einer außerordentlichen Sitzung. Offiziell, um den Stand von Projekt Helvetia zu besprechen. Inoffiziell, weil meine Mail an Compliance mehr Fragen aufgeworfen hat, als man in einem Flurgespräch klären konnte. Wir saßen im kleineren der beiden Sitzungssäle. Ohne Gäste, ohne Investoren. Nur interne Gesichter. Dr. Keller eröffnete die Sitzung knapp, dann nickte er mir zu. Frau Meier, Sie haben eine Prüfung zusätzlicher Risiken angeregt, sagte er. Vielleicht beginnen Sie. Ich sah in der Runde. Menschen, mit denen ich seit Jahren arbeite. Einige kannten meinen Vater flüchtig als Berater, als bunter Vogel. Keiner wusste, was in den Umschlägen vor mir lag. Ich habe in den letzten Tagen Hinweise gefunden, begann ich, dass eine der Strukturen Teil der geplanten Fusion ist, historische Verbindungen zu einem Marktteilnehmer hat, der bereits in einem vertraulichen Vergleich mit unserem zukünftigen Vertragspartner stand. Ich legte den ersten Umschlag auf den Tisch. Der Marktteilnehmer ist mein Vater. Still. Kein Räuspern, kein Stuhl, der rutschte. Nur das leise Surren der Lüftung. Ich war an den damaligen Geschäften nicht beteiligt, fuhr ich fort. Ich wusste bis vor wenigen Tagen nichts von dem Vergleich. Aber die Ähnlichkeit der Strukturen, die erneute Verwendung bestimmter Muster und die Personenkonstellation stellen ein Reputations- und Compliance-Risiko dar. Der Chief Compliance Officer nahm den Umschlag, blättert die erste Seite durch, seine Stirn legt sich in Falten. Das hätten wir früher wissen müssen, murmelte er. Man konnte nicht erkennen, ob er mich meinte oder das System. Sie hätte es nicht früher wissen können, sagte ich ruhig. Ich hätte es früher wissen müssen. Als Tochter? Jetzt spreche ich als CFO. Keller verschränkt die Hände. Was schlagen Sie vor? Ich atmete tief ein. Den Satz hatte ich in der Nacht formuliert und mehrfach wieder gestrichen. Jetzt war er einfach da. Wir sollten die Fusion in der aktuellen Form stoppen, sagte ich. Und Helvetic Capital vollständige Offenlegung aller Historienverbindungen anbieten inklusive der. Nur da können wir prüfen, ob eine neu strukturierte Zusammenarbeit überhaupt sinnvoll ist. Sie sind sich bewusst, fragt der Verwaltungsrat langsam, dass Sie damit nicht nur Ihren Vater, sondern auch sich selbst in ein schwieriges Licht rücken. Ja, antwortete ich. Aber ich bin mir auch bewusst, wie es aussehe, wenn diese Informationen später von außen kämen. Dann ging es nicht mehr um ein schwieriges Licht, sondern um ein sehr dunkles. Ein leises, trockenes Lachen aus der Ecke, in der sonst kaum jemand sprach. Sie argumentieren konsequent, sagte der Compliance Officer. Mir ist ein CFO lieber, die ein unangenehmes Risiko offenlegt, als hofft, dass es niemand sieht. Die Diskussion dauerte fast eine Stunde. Es ging um Paragraphen, um Meldepflichten, um Kommunikationsstrategien. Mein Vater tauchte in verschiedenen Formulierungen auf: externer Berater, historischer Geschäftspartner, Privatperson. Für mich blieb er trotz all der Begriffe nur eines, der Mann, von dem ich gelernt hatte, wie man Zahlen schönredet und an dem ich nun lernte, es nicht mehr zu tun. Am Ende formulierte Keller den Beschluss, die Fusion wurde vorläufig gestoppt, Helvetic Capital sollte zu einem vertraulichen Gespräch eingeladen werden. Mit vollständiger Vorlage des Dossiers. Mit meinem Namen unter dem Begleitschreiben. Als die Sitzung zu Ende war und die anderen den Raum verließen, blieb ich noch sitzen. Keller trat an meinen Platz.
Sie wissen, dass ihr Verhältnis zu ihrem Vater nicht unbeschadet überstehen wird, sagt er leise. Ich weiss, antwortete ich. Und Sie wissen, dass wir uns nun in einem heiklen Spiel mit einem der wichtigsten Investoren der Region befinden. Auch das weiss ich. Er nickte langsam. Gut. Dann sind Sie vielleicht genau der Richtige für den Posten. Später in meinem Büro sah ich auf mein Handy. Keine Nachrichten von meinem Vater. Dafür von einer unbekannten Nummer, danke. Ich wusste, von wem sie war. Ich wusste nicht, ob Danke bedeutete, dass er die Fusion noch wollte oder nur, dass jemand endlich ausgesprochen hat, was 8 Jahre lang nur in vertraulichen Vergleichen gestanden hat. Am Abend klingelt mein Telefon doch noch. Die Anzeige, Papa. Ich starrte auf den Bildschirm, bis das Klingeln verstummte. Zum ersten Mal in meinem Leben rief ich nicht sofort zurück. Ich wusste, unser nächstes Gespräch würde anders sein als alle davor. Nicht in einem Zuger Wohnzimmer, nicht an einer Gala, sondern irgendwo zwischen Wahrheit und Loyalität. Und ich ahnte, dass das, was am Ende der Geschichte stand, kein soberes Happy End sein würde, sondern etwas, das in Zürich selten laut ausgesprochen wird. Ein Neuanfang, der mehr kostet, als man auf eine Bilanz schreiben kann. Die Einladung an Helvetic Capital ging 2 Tage später hinaus. Nüchterne Formulierungen, klare Agenda. Markus sagte ohne Zögern zu. Wir trafen uns diesmal im kleineren Sitzungszimmer, ohne Presse, ohne Präsentation. Nur Markus, Dr. Keller, der Compliance Officer und ich. Kein Namensschild mehr vor mir, die Zeitung war verschwunden. Nur ein Stapel Unterlagen, sauber sortiert. Keller fasste kurz zusammen, was auf dem Spiel stand. Unsere Bank ist bereit, die Fusion in der aktuellen Form nicht weiter zu verfolgen, sagte er. Gleichzeitig sind wir offen für eine mögliche, neu strukturierte Zusammenarbeit unter der Bedingung, dass alle historischen Verbindungen vollständig offengelegt und bereinigt werden. Er schob Markus das Dossier hinüber, das ich inzwischen fast auswendig kannte. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Informationen bestätigen. Markus sah das Papier kaum an. Ich kenne jede Zeile, sagte er. Die Frage ist, ob wir bereit sind, sie auch außerhalb vertraulicher Vergleiche gelten zu lassen. Sein Blick suchte meine. Ich bin es, fügte er hinzu. Zumindest so weit, dass ich nicht noch einmal auf derselben Grundlage Geschäft mache. Das bedeutet, fragte Keller. Dass ich die Fusion ablehne, sagte Markus ruhig. Aber nicht die Zusammenarbeit mit Ihrer Bank. Es war nicht die Antwort, mit der alle gerechnet hatten. Ich schon. Ich bin bereit, ein kleineres Mandat mit Ihnen zu prüfen, fuhr er fort. Transparente Struktur, klare Governance, keine Verflechtungen mit Personen, die in dem Dossier vorkommen. Weder direkt noch indirekt. Es schliesst meinen Vater aus, sagte ich. Ja, antwortete er. Und jede Struktur seine Handschrift trägt. Es tat weniger weh, als ich erwartet hatte. Vielleicht, weil ich die Trennung längst vollzogen hatte in mir, bevor sie auf Papier erschien. Die Sitzung endete mit einem nüchternen Beschluss, Projekt Helvetia wird beendet, ein neues Mandat in kleinerem Umfang geprüft. Keine Pressemitteilung, nur interne Notizen. Nach aussen blieb alles ruhig. Zürich war geübt im diskreten Umgang mit beinahe Skandalen. Erst als die anderen gegangen waren, blieb Markus noch einen Moment an der Tür stehen. Sie wissen, dass ihr Vater es als Verrat sehen wird, sagte er. Er hat mich schon lange in einem Spiel benutzt, das ich nicht kannte, antwortete ich. Vielleicht ist es Zeit, dass wir beide neue Rollen finden. Er nickt. Falls Sie einmal eine Bank brauchen, in der Sie nicht gleichzeitig Tochter und CFO sein müssen, melden Sie sich. Es klang fast wie ein Angebot. Vielleicht war es nur ein Respekt. Ein paar Monate später saß ich in einem Büro in Genf mit Blick auf den See. Nicht mehr CFO, sondern Leiterin eines neuen Bereichs für Risiko und Governance. Eine freiwillige Degradierung, wie manche sahen. Für mich eher eine Verschiebung des Blickwinkels.
Mein Vater und ich sprachen wieder irgendwann. Zuerst kurz, dann etwas länger. Er hat ein Verfahren am Hals, doch kein Gefängnis. In der Schweiz enden viele Geschichten mit Bewährungsstrafen, Auflagen und stillen Mittagessen in weniger exklusiven Restaurants. Du hättest mich retten können, sag dir einmal. Ich habe uns beide gerettet, antwortete ich. Nur nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Man gewöhnt sich daran, dass bestimmte Dinge in Gesprächen nicht mehr erwähnt werden. Namen, Summen, Vergleiche. Das diskrete Schweigen der Reichen ist kein leerer Raum, eher ein Teppich, unter den vieles gekehrt wird. Aber man weiss, dass es da ist. Ich habe gelernt, mit dem Wissen zu leben. Mit meinen Namen auf alten Dokumenten und meinem Gesicht in alten Zeitungen. Und mit der Tatsache, dass Loyalität etwas anderes ist, als Fehler zu wiederholen. Wenn Sie diese Geschichte bis hierher begleitet haben, dann kennen Sie jetzt eine von vielen leisen Geschichten hinter öffentlichen Erfolgen. Wenn Sie mehr solcher diskreten Wahrheiten hören möchten, abonnieren Sie den Kanal, lassen Sie ein Like da. Und teilen Sie das Video mit jemandem, der glaubt, dass man in Zürich alles unter dem Teppich verschwinden lassen kann. Es war nicht die Frage, sagte ich. Markus sah mich prüfend an. Sie wissen, was Sie tun müssen, sagte er. Wenn diese Fusion auf solche Fundamente gebaut wird, ist sie für Ihre Bank ein Risiko. Und für mich noch einmal. Ich habe gestern Compliance informiert, antwortete ich. Ohne Namen. Nur mit Mustern. Mein Vater starrte mich an, als hätte ich ihn geschlagen. Du hast deine eigene Bank gegen mich in Stellung gebracht? Ich habe meinen Job gemacht, sagte ich. Zum ersten Mal mit vollem Wissen. Er lachte bitter. Du wolltest immer besser sein als ich. Gründlicher. Korrekt. Jetzt hast du es geschafft. Es geht nicht darum, besser zu sein, sagte ich. Es geht darum, nicht dieselben Fehler zu wiederholen. Markus stand auf und trat ans Fenster. Der See lag ruhig da, fast zu ruhig für das, was im Raum stand. Ich werde der Fusion nur zustimmen, sagte er, ohne sich umzudrehen, wenn Ihre Bank eine vollständige Offenlegung der historischen Verbindungen verlangt. Mit Ihrem Namen, Herr Meyer. Und Ihrem. Er dreht sich um und sah mich an. Sie müssen entscheiden, auf welcher Seite Sie stehen. Mein Vater stand ebenfalls auf. Sie ist meine Tochter, sagte er. Natürlich steht sie. Ich entscheide selbst, unterbrach ich ihn. Die Worte waren schneller, als ich sie gedacht hatte. Aber sie hingen nun im Raum, klar und unwiderruflich. Draussen begann es zu dämmern. Die Lichter am Ufer gingen nacheinander an, kleine Punkte in der Dunkelheit. In dem Licht sah mein Vater plötzlich älter aus, als ich ihn je gesehen hatte. Wenn du das tust, sagte er leise, zerstörst du mich. Ich senkte den Blick nicht. Wenn ich's nicht tue, antwortete ich, zerstöre ich alles, wofür ich arbeite. Es war der Moment, in dem ich begriff, dass es keine Lösung geben würde, die alle heil ließ. Nur eine Entscheidung, mit wem ich leben musste und mit wem ich leben konnte. Die eigentliche Wahl würde ich nicht am Zugersee treffen, sondern zurück in Zürich. In einem nüchternen Sitzungszimmer. Mit Protokoll, mit Beschlüssen. Aber hier, in dem stillen Haus, wurde klar, dass nach der Begegnung nichts mehr so sein würde wie davor.